SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Samstag, der 22. August, das sind unsere Themen. Der Hitzesommer und die Politik. Die Grünen wollen Druck machen in Sachen Klimaschutz. Von billiger Stimmungsmache spricht man bei der SVP. Eindrücke der beiden Delegiertenversammlungen gleich. Verbrannte Erde im Südlibanon. Israel soll Wälder und Felder gezielt in Brand stecken. Das passe ins größere Bild der Zerstörung. Das Resultat ist eindeutig. Ein Gebiet, das auf sehr lange Zeit hinaus komplett unbewohnbar sein wird, sagt die Journalistin Meret Michel im Echo-Gespräch. Und Benjamin Gela gehört zu den renommiertesten Organisten der Schweiz. Bald wechselt er in die Klosterkirche Einsiedeln. Es sind da 4 Orgeln und so wie sie aufgestellt sind im Raum, für mich ist das der Paradies der Orgeln. Besser gehe es in der Schweiz nicht. Braune Felder, verdorrte Pflanzen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, verschwundene Gletscher. Der Rekordhitzesommer rückt das Thema Klimawandel wieder verstärkt in den Vordergrund. Auch politisch. Insbesondere bei den Grünen, zu deren Kernthemen der Klimaschutz gehört. An der heutigen Delegiertenversammlung in Freiburg wurde denn auch intensiv über den Hitzesommer diskutiert. Die Delegierten verabschiedeten eine Klimaresolution und zeigten sich kämpferisch. Inlandredaktorin Michelle Scherer. An der Delegiertenversammlung in Freiburg war deutlich zu spüren, die Grünen wollen die Gunst der Stunde nutzen. Man müsse jetzt auf die Straße gehen, laut sein und kämpfen, sagte Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone in ihrer Rede. Liebe Grüne, ich bin davon überzeugt, wir haben jetzt eine historische Chance, eine andere Umweltpolitik einzufordern. Einstimmig verabschiedeten die grünen Delegierten eine Klimaresolution. Anstatt erst 2050 soll die Schweiz schon ab 2040 klimaneutral sein. Gelingen soll das mit einer Solaroffensive, einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Gebäudesanierungen und einer vollständigen CO2-Reduktion im Inland, statt auf Auslandkompensationen zu setzen. Die Rezepte sind nicht neu, es sind Maßnahmen, welche die Grünen schon lange fordern. Doch jetzt sei der Moment gekommen, sie umzusetzen. Ich spüre es in der Bevölkerung sehr, sehr stark, ein Willen, dass etwas passiert. Es kann nicht so weitergehen. Die Politik müsse nun endlich handeln, sagt Mazzone und teilte in ihrer Rede einmal mehr gegen den Bundesrat aus. Der Bundesrat hat während des Sommers einfach geschwiegen. Kein Wort. Gegenüber den Schwierigkeiten der Verzweiflung der Bevölkerung blieb er stumm. Und als er aus den Ferien zurückkam, flog er für die ersten Augustreden, so 22 ersten Augustreden, kreuz und quer mit dem Helikopter durch die Schweiz. So das Signal. Diese Angriffigkeit scheint in den eigenen Reihen anzukommen. Als die Grünen-Präsidentin erneut forderte, Umweltminister Albert Rösti das Departement zu entziehen, gab es Szenenapplaus. Es brauche jetzt ein selbstbewusstes Auftreten, sind auch die beiden Delegierten Coralie Wenger und Michael Breu überzeugt. Ja, es funktioniert, sonst wäre sie nicht so präsent in allen Medien. Man muss plakativ sein, sonst kommen die Botschaften nicht an. Die Partei müsse wieder lauter sein, Demonstrationen organisieren, sagt die Delegierte Joya Benninger. Sie sei während der Klimajugendbewegung zu den Grünen gekommen. Aktuell spüre sie wieder ein ähnliches Bewusstsein für Klimathemen. Man sieht es auch, die Wiesen sind alle braun, die Blätter verlieren das Laub viel zu früh. Und halt auch jetzt so bei den jüngeren Generationen merke ich gerade auch wieder, wie sie merken, ja, da ist etwas, man muss jetzt halt etwas machen. Neue Mitglieder und Wählerinnen und Wähler gewinnen, das ist der Fokus der Grünen, auch bei den Bäuerinnen und Bauern. Während eines Jahres erhalten diese eine Gratismitgliedschaft. Einer, der selbst im bernischen Subigen einen Biohof führt, ist Grünen-Nationalrat Kilian Baumann. Der Hitzesommer habe der Landwirtschaft brutal vor Augen geführt, was der Klimawandel für sie bedeutet. Es ist wirklich ein Extremsommer für die Landwirtschaft und es hat sicher vielen Bäuerinnen und Bauern gezeigt, dass eben das, was die Grünen seit mehr als 40 Jahren erzählen, nicht irgendwelche Erfindungen sind, sondern dass es wirklich eintrifft. Es ist klar, die Grünen wollen die aktuelle Themenlage für sich nutzen. Der Hitzesommer ist in den Köpfen präsent.
Doch bis zu den nationalen Wahlen dauert es noch ein Jahr. Ob der Rückenwind so lange anhält, ist fraglich. Michel Scherrer von der Delegiertenversammlung der Grünen. Auch die Delegierten der SVP haben sich heute getroffen, und zwar in Baar. Wie sie auf den Hitzesommer reagieren, Sandro Della Torre hat sich am Rande der Versammlung umgehört. Man müsse Ruhe bewahren, auch nach diesen Hitzewellen. So sehen es viele unter den SVP-Delegierten und geladenen Gästen. Die Probleme sehe er schon, sagt Daniel Stüssi aus der Glaner Sektion. Er denkt an Bergstürze und den schwindenden Permafrost. Ja, ich glaube schon, dass man das nicht einfach leugnen kann, diese Klimaveränderung. Allerdings das Ausmaß, wo das Ganze annimmt, man soll das ein bisschen gelassener sehen. Viel tun könne da die Politik nicht. So sieht es auch Gemüsebauer Peter Christel. Und das, obwohl er die letzten Monate unter der Trockenheit gelitten habe. Grundsätzlich, was will ich erwarten? Die können ja gar nichts machen. Die Natur ist über dem Bundesrat und die macht, was sie will und hat es schon, seit es die Natur gibt, gemacht, was sie will. Viele Parteimitglieder im Saal sehen wenig Handlungsbedarf. Andere finden, die SVP müsse zumindest den Bäuerinnen und Bauern helfen. So sieht es etwa Lauri Kühn. Ja, die SVP ist jetzt nicht die große Klimapartei. Aber gerade auch, weil wir uns für die Bauern einsetzen und auch gerade, weil wir uns für eher realistische Klimaziele einsetzen, im Gegensatz zu beispielsweise anderen Parteien, denke ich, dass wir bereits einiges tun. Parteipräsident Marcel Dettling hat sein Wording leicht angepasst. Die Klimaerwärmung sei nicht schlecht für die Bauern, sagte er 2024. Diesen Sommer sagte er, die Klimaerwärmung sei nicht nur schlecht. Nationalrat und Milchbauer Martin Haab stützt diese Haltung, denn im Frühling könne er schon früher mähen. Wir haben auch auf unserem Betrieb festgestellt, dass natürlich die Vegetationsperiode um einige Tage länger geworden ist. Und diese verlängerte Vegetationsperiode hat auch etwas Positives. Aber Wasser braucht es immer, ob die Vegetationsperiode kurz oder lang ist. Eine Anpassung an den Klimawandel brauche es schon, findet Inge Schütz, Präsidentin der SVP International. Wir müssen uns anpassen. Es wird wärmer werden. Wir müssen die andere Bäume setzen. Wir müssen die Gärten vielleicht resilienter bepflanzen. Aber gegen Klimaschutzmaßnahmen über Abgaben stellt sie sich, wie wohl die meisten in der Partei, vehement. Wenn wir in der Schweiz uns bestrafen für irgendwelche Steuern für den CO2-Ausstoß, ist das einfach illusorisch. Wer diesen Sommer dafür nutze, um für Klimaschutzmaßnahmen zu werben, sei ein Opportunist, sagt Thomas Fuchs, Präsident der Stadtberner Sektion. Die Grünen probieren ja zu sagen, wenn man sie gewählt hätte, wäre es jetzt nicht so trocken gewesen. Und das erachte ich als einen Witz. Das ist einfach billige Stimmungsmache. Wir müssen jetzt schauen, dass wir überall für die Landwirtschaft etwas machen können, nötigenfalls finanzielle Hilfen. Aber sonst, für mich braucht es keine speziellen Maßnahmen. Hitzesommer hin oder her, die SVP bleibt sich in Sachen Klimapolitik treu. Die SVP und die Grünen haben heute auch die Parolen für die Abstimmung Ende September gefasst. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit Lukas Lüthi. Die SVP-Delegierten sagen Ja zur Neutralitätsinitiative ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung. Für das Vorhaben geworben hat an der Versammlung unter anderem Alt-SVP-Bundesrat Christoph Blocher. Die Initiative fordert, dass die immerwährende und bewaffnete Schweizer Neutralität in der Verfassung festgeschrieben wird. Die SVP-Delegierten sagten zudem einstimmig Nein zur Ernährungsinitiative. Die Delegierten der Grünen sagten an ihrer Versammlung Nein zur Neutralitätsinitiative. Zur Ernährungsinitiative beschlossen sie bereits Ende März Stimmfreigabe. Diese Vorlage will unter anderem, dass die Schweiz mehr Nahrungsmittel selbst herstellt. Drogen, Menschenhandel, Geldwäscherei. Organisierte Kriminalität gibt es auch in der Schweiz. Das sagt das Bundesamt für Polizei Fettpol seit Jahren. Im Frühling war es dann selbst betroffen. Ein Fettpol-Polizist soll Ermittlungsinformationen an die Drogenmafia verkauft haben. Man arbeite den Fall auf, sagt Fettpol-Chefin Eva Wildi-Cortez in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Man schaue nun, wie man sich verbessern könne, um zu verhindern, dass wieder Informationen an Organisationen wie die Mafia fließen würden.
Man muss immer eine Abwägung machen. Oder? Die Mitarbeiter die brauchen die Informationen, um zu arbeiten. Oder wenn wir die kappen, von den Informationen, die sie brauchen für ihre Aufträge zu erledigen, dann können sie das nicht mehr machen. Oder? Aber hier muss man schauen, oder? Sind die Zugriffsrechte korrekt gewesen? Muss man hier mehr kontrollieren? Müssen wir präventiv mehr machen? Müssen wir bei der Einstellung vielleicht weitere Kontrollen machen? Sagte die Chefin des Bundesamts für Polizei, Eva Willi-Cortez. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada sind gescheitert. Damit erheben die USA nun Zölle von 50% auf gewisse kanadische Produkte. Das bestätigen die beiden Seiten. Die USA hatten die Zölle schon vor einem Monat angedroht und eine Frist gesetzt für Verhandlungen über ein Handelsabkommen. Diese Frist ist in der Nacht auf heute abgelaufen. Die US-Zölle werden unter anderem auf Hockeyschläger, Möbel sowie Milchprodukte aus Kanada erhoben. Der kanadische Regierungschef Mark Carney kündigte sogleich an, Kanada werde diese Zölle in gleicher Höhe erwidern. Eigentlich gilt zwischen Kanada und den USA ein Freihandelsabkommen. Die Ukraine und Russland haben sich erneut gegenseitig angegriffen und beide Seiten melden zivile Todesopfer. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es Luftalarm gegeben, just als der deutsche Außenminister Johann Wadefull für Gespräche vor Ort war. Im Visier der russischen Raketen war ein Vorort von Kiew. Dort sollen 2 Menschen getötet worden sein. Letzte Nacht ist zudem während einem russischen Angriff auf Kiew ein Mensch getötet worden. Auch russische Behörden melden zivile Todesopfer nach Drohnenangriffen aus der Ukraine. Mehrere Menschen seien getötet worden, darunter auch Kinder, heißt es. Getroffen worden sei unter anderem ein Wohnhaus. Die Ukraine griff Russland im Süden des Landes an. Nach dem Brand eines Restaurants in Thusis im Kanton Graubünden haben die Einsatzkräfte 2 Todesopfer geborgen. Sie seien im Gebäude gefunden worden, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. 3 weitere Personen werden noch immer vermisst. Spezialisiertes Personal stehe weiterhin im Einsatz, so die Bündner Polizei. Die Such- und Bergungsarbeiten seien schwierig, weil das Gebäude einstürzen könne. Wieso es im Restaurant in der Nacht auf Freitag brannte, untersucht die Staatsanwaltschaft. Im Kanton Tessin ist im Verzasca-Tal ein Waldbrand ausgebrochen in der Nähe des Ortes Brione. Die Feuerwehr sei bereits im Einsatz, meldet der Kanton Tessin via Warn-App Alert Swiss. Der Kanton ruft die Menschen dazu auf, nicht in das betroffene Gebiet zu gehen. Wer vor Ort sei, soll das Gebiet zudem sofort verlassen. Zum Sport. Nach Olympiabronze im Februar steht das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen vor einem Neuanfang. Silvan Schweizer. Beim Vierländerturnier in Kloten feierte Trainerin Shannon Miller ihren Einstand. Nach Siegen gegen Schweden und Finnland gab es heute zum Abschluss eine 1:2 Niederlage gegen Tschechien. Und nicht nur das, Captain Lara Stalder konnte das Spiel nach einem Sturz in die Bande nicht beenden. Die Turnierbilanz fällt damit zwiespältig aus. Zufrieden darf dafür Formel-1-Pilot George Russell sein. Der Brite gewann das Sprintrennen des Großen Preises der Niederlande. Für das Hauptrennen von morgen sicherte sich Lando Norris im McLaren die Pole Position, und zwar vor den beiden Mercedes von George Russell und WM-Leader Kimi Antonelli. Bleibt das Wetter, Lukas Lüthi. In der Nacht wird es zunehmend klar und frisch. Die Temperatur sinkt auf rund 10 Grad. Morgen ist es oft sonnig. Am Morgen gibt es zunächst Nebelfelder und tagsüber ein paar Quellwolken, vor allem über den Bergen und im Tessin. Am Nachmittag erreicht die Temperatur dann rund 24 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Sie hören das Echo der Zeit. So geht es bei uns weiter. Zerstörte Dörfer und Olivenhaine im Südlibanon. Viele bangen um ihre Lebensgrundlage. Und ein Leben für die Kirchenmusik. Wir treffen den künftigen Stiftsorganisten des Klosters Einsiedeln. Weite Teile des Südlibanons sind verwüstet, gleichen einer Art Mondlandschaft. Ganze Dörfer und einst blühende Olivenhaine sind zerstört. Denn trotz der eigentlich geltenden Waffenruhe greift Israel im Südlibanon weiter an, mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung. Einwohnerinnen und Einwohner der Grenzregion werfen Israel zudem vor, ganze Landstriche gezielt in Brand zu stecken. Meret Michel ist freie Journalistin in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Ich habe von ihr wissen wollen,
wie groß das Ausmaß der Zerstörung durch Wald- und Buschbrände im Süden Libanons ist. Das ist tatsächlich schwer zu sagen über das ganze Gebiet hinweg. Aber es gibt Hinweise darauf, dass diese Brände im Südlibanon, die von israelischen Drohnenangriffen verursacht werden, inzwischen ein weit verbreitetes Phänomen sind. Der Vorsteher des Zivilschutzes in der südlichen Provinz Nabatie etwa berichtete der britischen Zeitung The Guardian, dass inzwischen die meisten ihrer Einsätze der Brandbekämpfung gelten, und er schätzt, dass in den Gebieten nahe der israelischen Grenze zwischen 30% und 40% der Landfläche von Bränden betroffen war. Israel soll die Feuer absichtlich und gezielt verursacht haben und die libanesischen Feuerwehren am Löschen hindern. Was wissen Sie darüber? Nun, offenbar hat die israelische Armee seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe Mitte Juni fast täglich mit Hilfe von Drohnen Brände verursacht. Dies berichteten sowohl Umweltorganisationen sowie Zivilschutzangehörige, die vor Ort sind. Und deren Bekämpfung ist für die Einsatzkräfte auch nicht einfach. Denn zum einen müssen sie all ihre Bewegungen mit der libanesischen Armee absprechen, die Einsätze wiederum über einen Koordinationsmechanismus mit der israelischen Armee teilt. Diese muss die Einsatzorte bewilligen bzw. ihre Garantie geben, dass sie die Rettungskräfte nicht während der Arbeit angreift. In einem Fall sah es dann zum Beispiel so aus, dass die israelische Armee nur für den Löschansatz von 2 Bränden ihr Okay gab, während gleichzeitig noch andere Feuer wüteten. Und in einem anderen Fall, vergangenes Wochenende, war es den Löschkräften des Zivilschutzes zwar gelungen, einen großen Brand zu löschen, doch am nächsten Morgen kam bereits die nächste Drohne und verursachte den nächsten Brand. Israel soll nicht nur Brände legen, sondern Anbauflächen auch gezielt unfruchtbar gemacht haben, zum Beispiel mit Pestiziden. Welche Hinweise, Belege gibt es dafür? Es sind die staatlichen Behörden im Libanon, die in den letzten 3 Jahren regelmäßig Bodendaten im Südlibanon gesammelt haben. Das Umweltministerium zum Beispiel berichtete bereits im Januar 2024, dass der Boden im Südlibanon an manchen Stellen eine Phosphorbelastung aufweist, die 900 Mal höher ist als normale Werte. Dies, weil die israelische Armee weißen Phosphor immer wieder für Brandattacken genutzt hat. Anfang dieses Jahres wiederum gab es dann auch Berichte davon, dass sie offenbar gezielt auch Glyphosat mit tieffliegenden Flugzeugen auf Feldern und Olivenhainen gespritzt hat. Glyphosat, das ist ein Pestizid, das in höheren Mengen krebserregend sein kann. Und Bodenproben der Behörden zeigten an manchen Stellen Glyphosatkonzentrationen, die 20 bis 30 Mal über dem Normalwert lagen. Sogar der libanesische Präsident Joseph Aoun verurteilte diese Attacken damals als Gesundheitsverbrechen, und manche Umweltorganisationen werfen Israel vor, mit ihrer gezielten Zerstörung von Umwelt und Landwirtschaft einen Ökozid im Südlibanon zu begehen. Ich wiederum denke, man muss diese Angriffe auf die Landwirtschafts- und Waldflächen in das größere Bild der gezielten Zerstörung des Südlibanons setzen. Dutzende Dörfer wurden fast vollständig zerstört, kritische Infrastruktur wie etwa Wasserleitungen werden kaputt gemacht, und ob das alles nicht genug sei, werden eben auch Olivenhaine, Fruchtbäume und Wälder niedergebrannt. Und das Resultat ist eindeutig: ein Gebiet, das auf sehr lange Zeit hinaus komplett unbewohnbar sein wird. Und wie rechtfertigt Israel dieses Vorgehen im Südlibanon? Nun, die israelische Armee rechtfertigt einzelne Einsätze eigentlich immer damit, dass sie dabei ausschließlich die Infrastruktur oder Kämpfer der Hisbollah ins Visier nimmt. So argumentieren sie auch etwa bei den gezielten Brandlegungen von Wäldern, nämlich, dass sich dort Hisbollah-Kämpfer verstecken würden. Das Problem bei dieser Argumentation ist natürlich immer dasselbe, denn selbst wenn die Begründung stimmen sollte, ist das Ausmaß der Zerstörung und ihre katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung in jedem Fall immens und geht laut Menschenrechtsorganisationen wie etwa Amnesty International weit über den militärischen Nutzen hinaus. Gleichzeitig macht Israel auch kein Geheimnis daraus, welche Strategie sie im besetzten Grenzgebiet im Südlibanon verfolgt. Sie wollen eine Pufferzone schaffen, die von Menschen komplett entleert ist, und man wende dabei das Gaza-Modell an, bei dem analog zu Orten wie etwa Beit Hanun im Norden von Gaza alles zerstört ist, was ein Leben dort überhaupt noch möglich macht.
Seit Beginn der Waffenruhe im Juni sind Hunderttausende Vertriebene in den Süden Libanons zurückgekehrt. Wenn man ihnen zuhört, finden diese Menschen dort überhaupt noch eine Lebensgrundlage? Es kommt natürlich sehr darauf an, wo genau die Leute hin zurückgekehrt sind. Vor ein paar Tagen etwa habe ich mit einer jungen Frau telefoniert, die in ihre Heimatstadt Tyros zurückgegangen ist. Und sie berichtete mir vor allem, dass das Leben dort trotz der Waffenruhe auf dem Papier praktisch stillsteht. Es gibt kaum Arbeit, viele Geschäfte bleiben geschlossen. Die Menschen sind zwar wieder zu Hause, aber sie haben die Koffer gepackt, um jederzeit wieder fliehen zu können, weil sie eben nicht darauf vertrauen, dass diese Situation stabil bleiben und der Krieg nicht wieder ausbrechen könnte. Doch in der Grenzregion, also dort, wo Israel so gezielt alles zerstört, können die Menschen im Moment ohnehin nicht zurückkehren. Denn das Gebiet ist noch immer von der israelischen Armee besetzt und diese hat klargemacht, dass sie niemanden zurücklassen wird, solange die Hisbollah noch eine Gefahr für Israel darstellt. Mit dieser Argumentation können sie die Besatzung natürlich noch sehr lange aufrechterhalten. Dazu müssen wir nur nach Gaza schauen, wo die Hamas, die ja einiges schwächer ist als die Hisbollah, auch nach 3 Jahren Krieg nicht wie angekündigt zerstört wurde. Und tatsächlich vermuten viele Beobachter, dass genau dies, also eine permanente Besatzung im Südlibanon, das Ziel der israelischen Regierung ist. Sagt die Journalistin Meret Michel in Beirut. Was wären Gottesdienste ohne Orgelklänge? Woche für Woche sorgen Organistinnen und Organisten in den Kirchen Land auf, Land ab für die musikalische Umrahmung und die Begleitung des Gesangs. Die meisten von ihnen tun das nebenberuflich oder als Hobby. Es gibt aber auch einige wenige, die ihren Lebensunterhalt hauptberuflich mit Kirchenmusik verdienen. Einer von ihnen ist Benjamin Gela, der Domorganist der Solothurner St. Ursen-Kathedrale. Demnächst wechselt er in die Klosterkirche Einsiedeln. Ein besonderer Schritt. Alex Moser hat ihn bei einem seiner letzten Konzerte in Solothurn begleitet. Erstaunlich viele Menschen strömen an diesem Dienstagabend in die St. Ursen-Kathedrale. Die Reihen füllen sich rasch, bis die Kirche fast voll besetzt ist. Dann wird es still. Benjamin Gela und seine Frau Jung Min Lee nehmen an 2 verschiedenen Orgeln Platz und beginnen zu spielen. Es sei nicht einfach ein Beruf, sondern vor allem eine Berufung, sagt Benjamin Gela. Er arbeitet zu 50% als Domorganist der St. Ursen-Kathedrale. Daneben verdient er seinen Lebensunterhalt mit Konzerten und Unterricht. Man hat dann schon Glück. In der Schweiz kann man als Musiker davon leben. Wir haben wunderschöne Kirchen. Die sind alle im Top-Zustand restauriert, die Orgeln auch. Deshalb finde ich, man muss sich engagieren, damit diese Orgelmusik lebt. Dazu gehört auch, dass man auch zum Beispiel im Unterricht tätig ist. Das verstehe ich jetzt so auch. Jede Kirchenorgel habe einen eigenen Charakter und komme aus einer anderen Zeit. Die ältere der beiden Orgeln in der Solothurner St. Ursen-Kathedrale stammt beispielsweise aus dem Jahr 1773. Für Organisten interessante sind oft so historische Orgeln, ja, die ein gewisses Alter haben und dann dadurch eine gewisse Ausstrahlung. Es ist auch das Tolle bei der Orgelmusik, ist diese Möglichkeit, in die Zeit zu reisen. Klänge aus anderen Epochen relativ authentisch hören. Doch nach 9 Jahren in Solothurn ist nun Schluss. Benjamin Gela zieht weiter. Er ist ab Oktober der neue Stiftsorganist des Klosters Einsiedeln. Vom Bischofssitz Solothurn geht er nun an einen weiteren Ort, der mit viel Prestige verbunden ist. Das Kloster Einsiedeln ist der wichtigste Wallfahrtsort der Schweiz. Die Schwarze Madonna in der Gnadenkapelle zieht jedes Jahr Hunderttausende Pilgerinnen und Pilger an. Was natürlich anders ist, hier ist es eine Kirchgemeinde, eine Pfarrei und im Kloster ist es halt ein Kloster. Es sind Benediktiner, für sie ist Musik ganz wichtig. Die sind da seit Jahrhunderten und sie pflegen Musik. Ja, es gibt eine Tradition, eine Geschichte. Es gibt so komponierte Musik aus dem Kloster Einsiedeln zum Beispiel. Die Liturgie ist ihnen sehr wichtig und also das ist wirklich eine sehr hohe Qualität. Eine hohe Qualität wird auch Benjamin Gelas Spiel attestiert. Da stellt sich die Frage, was ist eigentlich das höchste Ziel für einen Organisten? Wo liegt der Olymp der Kirchenmusik?
Vielleicht in der Kathedrale Notre-Dame de Paris? Gela winkt ab. Also in Paris spielen die Organisten, damit sie Zugang zu Instrumente haben, ja. Aber die Kirche hat nicht die Mittel, die sie in der Schweiz hat, oder? Es gibt ja keine Kirchensteuer. Und dann sind alle diese berühmten großen Organisten, die haben alle so Professorstellen, aber die können nicht leben vom Gottesdienst spielen. Ja, wir haben dieses Glück hier in der Schweiz. Ja. Für den 49-Jährigen ist klar, mit seinen Stationen als Domorganist in Solothurn und künftig als Stiftsorganist in Einsiedeln hat er persönlich bereits eine Spitzenposition erreicht. Ja, also eigentlich über Einsiedeln sehe ich jetzt nichts. Ja. Also da müsste man vielleicht ins Ausland, aber das haben wir auch nicht vor. So viel Echo der Zeit für heute Samstag, den 22. August. Redaktionsschluss 18.26 Uhr. Pascal Bieber war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Marisa Eckli, am Mikrofon Brigitte Kramer. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.